Hallo zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus Thun. Wir haben heute folgende Themen für euch. Der Schwinger Orlik Kurdin aus Thun und die Generalversammlung der Papeterie-Einkaufsgenossenschaft. Zuerst schauen wir jetzt aber noch auf die News vom heutigen Tag. Spiez. Seenachtsfest auch für das 2023 definitiv abgesagt. Schon letztes Jahr hat der Anlass nicht stattgefunden und jetzt ist klar, dass er auch in Zukunft nicht mehr in seiner traditionellen Form organisiert wird. Der Zug zwischen Spiez und Interlaken entgleist. Auf der Baustrecke zwischen Spiez und Interlaken ist am frühen Donnerstagmorgen ein Bauzug entgleist. Die Strecke war bis 8:30 unterbrochen. Es ist vorübergehend zu Verspätungen und Zugausfällen gekommen. Genossenschafter von Migros Aare schmettern die Alkoholfrage ab. Die Katerstimmung bei Migros. Die Detailhändlerin darf auch in Zukunft keinen Alkohol verkaufen. Das haben Genossenschafterinnen und Genossenschafter entschieden. Und das fast überall haushoch. Für das eidgenössische Schwingfest Ende August zu Pratteln hat sich der Schwinger Orlik Kurdin aus Thun, zumindest was die Rangierung angeht, kein konkretes Ziel gesetzt. Am Schluss des Tages möchte er einfach sagen können, hey, ich bin zufrieden. Ich habe mich mit ihm getroffen und er hat sich beim Fragespiel entscheiden müssen, ob er lieber das oder das hat. Sommer mittlerweile, ja. Ja, dann wie. Lieber ein Film, weil ja, ein bisschen Suchtpotenzial. Also ja, das kann ich nachher nicht mehr abstellen. Schwingerhörnli. Instagram mittlerweile. Ja, früher bin ich mit Facebook aufgewachsen, ja, in meiner Jugendzeit. Und nachher ist das Instagram gekommen und jetzt bin ich eigentlich mehr auf Instagram. Katze. Ja, Kuh. Aber also Katze ist auch okay. Auto. Auch zu Fuß oder mit dem Velo. Aber ja, ich bin schon auf mein Auto angewiesen. Schwingerkönig. Die Mitglieder der Papeterie-Einkaufsgenossenschaft haben sich zur Generalversammlung zu Glarus getroffen. Vor einer eindrücklichen Bergkulisse hat die Branche einmal mehr bewiesen, wie wichtig Kommunikation und gegenseitige Unterstützung ist. Und eins auch 81 Jahre nach Gründung. Mein Kollege der Patrick Schmed war vor Ort. Wir haben sicher einmal von der Region her, wenn sie die Natur suchen, eigentlich von Winter über Frühling, Sommer bis Herbst alles zu bieten in der Natur aus. Ein Haufen schöne Orte, wo man einfach zu Fuß gut erreichen kann, wo man nicht so berggängig muss sein, aber seine Ruhe findet. Das hat auch der Lockdown hat das gezeigt. Einerseits ein Haufen Auswärtige gekommen sind, aber auch die Einheimischen, die es wieder einmal ein bisschen entdeckt haben. Vom Militär her haben wir uns da nebig gemacht, wo sich Napoleon und der Suwarow, das ist ein russischer General, getroffen haben, auf dem Bragelpass. Und nachher sind wir natürlich auch schon von der Schweiz unten gekommen und der Kleusenpass bin ich auch schon da oben. Unsere Seen sind im Gegensatz zum Berner Oberland eher ein bisschen versteckt. Also was man sicher kennt, ist der Klintalersee, den kennt man schweizweit, das ist, sage ich mal, der bekannteste. Aber nachher haben sie wir sagen Garichtisee, das ist Mettmen, das ist ein Stausee, wunderschön. Von dort aus haben sie ein wunderbares Bergpanorama, aber auch ein Panorama in die Fläche runter. Ein wunderschöner See. Wir haben den Oberblegisee, einer der höchsten Naturseen bei unserem Kanton. Nachher ist der Wallensee auch nicht weit weg. Ich denke, das ist etwa die gleiche Distanz von Mehring auf Brienz oder Interlaken. Wir betreiben das Kaufhaus. Kaufhaus Schubiger in Neffels, das ist 2 Dörfer jetzt von hier entfernt. Seit 1873 gibt es uns. Ich führe es in der 5. Generation. Die Papeterie ist ein Teil bei uns,
wo wir jetzt, durch das 2 andere Papeterien in der Region zugegangen sind, wollen ausbauen, damit Papeterie nicht ganz verschwindet aus dem Kanton Glarus. Unser Geschäft ist natürlich im Jahr 2020 135 Jahre geworden und wir haben auch eine Jubiläumsschrift gemacht dazu. Aber ich habe natürlich eine Menge Generalversammlung mitgemacht und bin gerne gekommen, weil das Schweizer Militär ist an einem anderen Ort. Die aus der Sprachminderheit verstehen die anderen meistens besser als der andere weg. Zumal, als die Idee kam, wir wollen ins Glarnerland kommen, hat die OK-Präsidentin gefunden, sie Leute jetzt mal am Schubiger an. Ich bin vernetzt, ich bin im Landrat, ich bin Haufen engagiert. Ich habe ein Netzwerk, das ist natürlich relativ schnell und einfach organisiert, also was die Lokalitäten anbelangt und gewisse Geschichten. Es ist nicht üblich, dass man einfach Versammlungen hier abhalten kann. Das Kantonsparlament tagt normalerweise drin. Also es muss wirklich einen Grund haben, dass man als Außenstehende da jetzt in dem neuen Saal, aber auch vorher eine Versammlung abhalten. Die Papeterie kann viel machen. Man muss einfach ein bisschen reicher haben, eine grosse Nasenlänge von uns sein, dann hat man totale Chancen, sage ich gerne. Für mich, ob ich jetzt als Landrat drin sitze oder auch jetzt so spezielle Versammlung darf da mitbegleiten, das ist beides spannend für mich. Ja, das wäre es vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Mehr Infos zu den einzelnen Themen und Artikeln gibt es wie immer online auf jungfrauzeitung.ch oder auch in unserer App. Kollegen von Media News verraten euch jetzt noch, wie das Wetter wird in den nächsten Tagen. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Meine Damen und Herren, guten Abend und ganz herzlich willkommen. Das ist Jungfrau Zeitung Wetter für den Kanton Bern. Auch heute ist wieder hochsommerlich warm geworden. Die Luft war aber noch ein bisschen angefeuchtet. Auf morgen wird es jetzt deutlich trockener. Der Grund natürlich hochdruckbestimmtes Wetter. Wenn wir uns die Strömungsanimation anschauen, sehen wir, es dehnt sich zunehmend das Hochdruckgebiet da Richtung Alpenraum aus und aufs Wochenende fließt jetzt eine sehr heiße Luft für die Jahreszeit bei uns rein. In Nacht auf morgen da ist es gering bewölkt bis klar und morgen Vormittag da ist es meistens sonnig. Abgesehen von ein paar Schleierwochen. Ja, und es lohnt sich, morgen noch mal gut zu durchlüften. Die Tiefstwerte liegen zwischen etwa 14 und 16 Grad. Und am Nachmittag geht es mit viel Sonnenschein weiter. Der Himmel ist aber nicht wolkenlos. Zum Teil ist es ein bisschen milchig, weiterhin ein paar Schleierwochen und über den Bergen da bilden sich auch noch harmlose Quellwolken. Die Temperaturen aber auch morgen im hochsommerlichen Bereich, die Höchstwerte, liegen bei um die 30 Grad herum. Am Wochenende geht es mit dem Hochsommerwetter weiter. Es ist meistens sonnig. Am Samstag gibt es kaum Gewitter, am Sonntagabend oder spätestens in der Nacht auf dem Montag sind aber lokal auch kräftige Gewitter möglich. Temperaturen weit oben für die Jahreszeit. Da sind wir also wirklich im Rekordbereich. Die Höchstwerte liegen zwischen etwa 33 und lokal 35 Grad. Am Montag und Dienstag geht es recht sonnig weiter. Es sind allerdings zum Teil kräftige Regengüsse und Gewitter möglich. Die Temperaturen sind weiterhin heiß. Erst auf den Mittwoch gehen sie wahrscheinlich ein bisschen retour. Dafür dürfte es auch verbreiteter mal nass werden. Meine Damen und Herren, das war es vom Wetter. Ganz schönen Feierabend. Bis gleich. Wieder schauen miteinander.